Die Abenteuer in Valhalla gehen weiter hier bei Fire Emblem Fates Offenbarung, Kapitel 19 immer noch und ja, also mittlerweile, also sag's mal so, hier eigentlich verlieren dürfte nicht mehr, ja, dürfte dann gar nicht mehr vorkommen, weil es ja eigentlich logisch ist, so gesehen wir eigentlich vorgehen sollten. Boss besiegen alle 24 Zügen, im Prinzip können wir einfach 9 Züge lang aussitzen, mich verstecken quasi. Vor allem hier natürlich mit dem Heilfeld, was wir auch noch haben, ganz hier im Osten. In unserem Klon sowieso. Und die Frage wäre, wenn ein Klon drauf geht, ist denn das Original auch gestorben? Das müsste ich eigentlich mal noch so abklären, aber gut. Warte mal, geht ja gar nicht, wa? Wir können noch ein paar Stäbe aus dem Vorrat holen, aber gut. Hier oben, ja, man sieht es auch noch, sind noch ein paar unterwegs, aber... Nee. Wir wollen das Kapitel zu Ende bringen, dauert schon zu lange, deswegen macht da oben jetzt mal nichts mehr. Und wir schlagen uns halt unten durch. So gut es halt irgendwie geht. Oder irgendwie auch nicht. Hä? Was treiben die da unten? Ja, das wird mal ganz geil. Bestientöter, valide. Erzeuter-Style. Gut, Bestientöter machen mir gerade weniger Bauchschmerzen. Ja, natürlich schon gewisse Stärke, aber es sind eigentlich alles noch Stahlwaffen in diesem Sinne. Schnell sind sie auch nicht, okay. Das heißt, Fuga würde natürlich alles rocken, theoretisch. Überlege ich sogar schon noch irgendwie mal. Das Problem ist, singen kann sie kann angreifen. Ja, angreifen natürlich auch cool. Auch mal so sehen. Auch mal so sehen, der geht trotzdem so weit. Und das kotzt mir gerne ein bisschen an. Egal, mach mal die Mega-Lanze. Rosax, nö. Meisterlanze, doppelter Crit. Ja, komm. Master of Disaster. Wer crittet? Benny oder Takumi? Oder gar keiner. Musik. Da finde ich jetzt ein bisschen mies. Muss ich jetzt eher mal zugeben. Das ist geil. Da ist auch geil. Obwohl, den tun wir treffen. Das ist ja ein bisschen doof. Wer trifft jetzt? Hey, ist jetzt Elise, der trifft? Oder ist es... Bisschen treff selber, wa? Andere gesehen schon geschwächt, aber hat ihre höhere Trefferquote. Aber ich schaff's mit Gewitter ja auch locker. I do my best. Here I come, boom. Jo, I do that. Viele Punkte für unsere Zauberin. Sehr gut, soweit klappt die Strategie. Da kommt lange so weit. Hä? Verarschen die hier unten? Ernsthaft? Ja, ziemlich zügig unterwegs, wa? Egal, Michael noch, den ich hier noch hinstellen kann. Die wären futsch. Ich muss halt gucken, weil natürlich Elise hier hinstehen. Ich meine, die kommen nicht so weit. Das ist schon mal gut. Bin schon mal froh drum, okay. Ich muss aber entweder den auch noch platt machen oder irgendwie oben zu machen, ne? Also die Idee war eigentlich Elise hier. Takumi hier unten, um den Platz zu machen und dann halt Fuga und Michael hier hinstellen. Damit sie zumindest die hier noch abfangen können. Der kommt auch verdammt weit mit Doppel-Yumi. Umkehren, das ist nicht geil. Jo, das könnte noch ein bisschen heavy werden. Im Metal-Style natürlich. Er muss da durch. Wobei, wie gesagt, man könnte es auch anders machen. Ihr könnt alles ein bisschen gechillter angehen. Ja, aber er war schon Elise. Wieso kriegt keiner von denen? Takumi, what are you doing? Scheiße, kommt noch so weit. Ja, natürlich, ich stelle sie hier hin, ne? Mit Tanzen-Naginata. Problem ist, dass ich nicht so viel Defense, wie ich gerne hätte. Das ist sogar gar nichts. Aber er ist eigentlich echt geil mit der Wächter-Naginata. Aber ich könnte natürlich auch ihm geben und sagen, weißt du was, hier Donner, klar geht's.
Klar kann ich es machen. Donnerschwert und Tschüss. Wieso? Ihr wisst ja, ich kann immer nach oben ein bisschen umstellen. Ich frage mich gerade, ob Benny vielleicht irgendwann noch Ding lernt. Verteidigung sammeln. Weil wir wissen jetzt, Elise kann halt, ja. Defensive sammeln, also sprich Resistenz sammeln. Das ist natürlich geil, keine Frage. Das andere wäre eigentlich auch mal nicht so schlecht. Da müssen wir jetzt erklären, wer kommt uns da hin? Hä, bin ich jetzt doof? Also bis hierhin können sie so schießen, oder was? Der erwischt alle bis auf Elise. Hä? Wie denn von oben? Was? Ah, Wurfball, dachte schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, der könnte von oben rumreiten mit Bestientöter. Hä? Ich wollte gerade sagen, ist gerade ein bisschen crazy gewesen. Ich so, hä? Kann nicht sein. Was soll das? Ich könnte wohl Kombi machen, aber wozu? Okay, Michael ganz kurz Waffe wechseln. Wie bereits erwähnt, so. Ja. Glück sammeln, war. Bisher eigentlich echt nur sie mit Sammeln. Das macht ein bisschen Bauchschmerz, wenn ich ehrlich sein soll. Greifen eigentlich echt nur die mit Defense an. Das sprich, da bei ihm auch einen Bogen zu wechseln, bringt da nichts. Doppel-Yumi natürlich. Wobei die greifen. Da ist auch eine blaue Waffe. Auch Doppel-Yumi bringt also gar nichts. Nee, der kann direkt so lassen, wie es ist. Okay, interessant. Er könnte Elise angreifen, natürlich viel weniger Verteidigung hat als ich, aber er greift mich an. Warum? Bin ich mir ganz sauber? Also Fuga ist endgeil, den müssen wir unbedingt wieder öfters, ja, vor allem das Enti natürlich nehmen. Jetzt ist das passiert, was er eigentlich nicht wollte. Dass ihr noch dazu kommen. Ja, schöne Scheiße. Okay, erstmal gucken. Okay. 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 Okay, okay. Ja, aber ich habe mir jetzt überlegt, wie ich das da ein bisschen mache. Eigentlich, egal, es kommt, der Benny muss natürlich nach vorne, ist klar. Das ist gerade meine Idee von wie... Ah, Wurfball hatte gerade, hä? Er macht schon ordentlich Damage. Und steckt auch gut ein. Was ein General auch erwarten kann. Ja, der Schaden, den er selber machen würde, ist noch zu wenig. Leider, leider. Aber kann noch schlimmer sein. So. Der Puss bitte den mal weg. Bin ja die Maislanze, wa? Also müsste er mehr kritten. Also ist der Partner wäre, der hier. Warte mal, 2. Die Doppel 2 auch. Ja, mach mal so. Wahrscheinlich das Droppen da mit Ragnarök gehen wir ein bisschen auf den Keks. Das geht mir sogar stark auf... Hey, komm, unten nicht da lang? Ernsthaft jetzt? Okay. Wurfbeil, Wurfbeil... Ja, Sura als Klon hier unten ist echt ein bisschen gerade ungünstig, leider Gottes. Was soll ich bloß machen? Eigentlich jetzt hier in der Mitte durchschlagen, wa? Wenn wir ehrlich sein sollen. Dass Michael den Weg hauen, geht es überhaupt? Und wie gut es geht, wie gut es einfach geht. Das Ding geht gerade weniger gut. Egal, hauen wir weg. Weil das habe ich auch so viel Magie. So, Marcus Bart Level 10, es läuft für ihn. Bisschen Töter erhalten, und natürlich immer gerne dabei. Dankeschön. Dann haben wir den Typen da. Ich würde halt doch gerne halt ihn hier hinstellen. Wechnaginator, ja, die Waffe stimmt. Klon, Klon. Am Angriff der Klonkrieger. Benny kritten. Na, kein Bock mehr zum Kritten. Benny will nicht mehr kritten. Was ist los, Benny?
Das ist schon Level 7. Gehe ich doch mal mit Elise hier lang. Ihr wisst ja, sie braucht ein bisschen mehr Magic. Wäre nicht schlecht. Der ist gut. Gut, das Problem, was wir natürlich jetzt haben, der eine lebt immer noch. Das muss man ganz kurz aus der Welt schaffen, das Problem. Gut. Wechnaginata. Wir haben überlegt, im Prinzip natürlich noch etwas für unseren guten Benny. Ja, würde schon sagen, war. Mit noch mehr Defense ab. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Ja, Megalanze ist natürlich schon cool. Ja. Wobei er hat eigentlich relativ viele Fähigkeiten, war. Die Axt kann momentan relativ wenig trainieren, aber ja, der Wächterspeer, der muss schon sein, finde ich, für Benny. Vielleicht ein Speer weg, weil. Ja, auf 2 Felder hingreifen wäre natürlich schon cool, keine Frage, aber dann haben wir halt nur 2 Felder, nicht irgendwie ein Feld und so, dann haben wir dann irgendwie die Arschkarte gezogen. Von oben her. Ja, warum eigentlich nicht? Mal gucken. Michael muss heilen. Erstmal hier natürlich der Drachenstein. Nee, mit Stab, was soll denn... In einem Punkt. Nee, lohnt sich nicht. Ich habe echt nur sie als Heilerin, wa? Es ist wahnsinnig. Ja, Leute, wir kommen voran. Langsam aber sicher. Die haben einfach die oben da echt irgendwie. Naja. Ja, aber trotzdem, es geht schneller, wenn ich es dann doch noch anders machen würde. Ihr wisst schon im Sinne von, ich mache einfach alle platt, dann wäre ich hier nie fertig. Wir dann locker noch 10 Parts down insgesamt. Jetzt halt die Frage langsam da unten. Einfach irgendwie dicht machen oder sage ich sogar, komm, jetzt reicht's mir und ich hau volle Kanne drauf. Der kommt eh nicht weit, der eigentlich auch nur, sprich, dass ich die alle direkt mal platt mache. Zumindest mal versuchen, wa? Natürlich kann der Sucher auch angreifen, ne, das sehe ich ja ein, aber sie macht halt relativ wenig. Also bringt's bei ihr auch nichts. Wir haben dann einen Hammer, aber ich treffe die kaum, also muss ich halt mit Hammer hier drauf. Alter, wie kann das bloß sein? Ja gut, Doppelnaginata. Den falschen Gegner ausgesucht. Ja, triff erstmal. Mann, ja, das ist so einen geilen Charakter und dann kann ich irgendwie doch nichts machen. Egal, scheiß drauf, jetzt muss ich irgendwie handeln. Jetzt muss ich handeln. Und zwar schnell wieder Wind. Und so auch. Hier würde ich aber direkt treffen. Kill, gut. Er muss vielleicht sogar irgendwie die da wegholen, nach unten alle verschieben. Level 4! Sehr gut. 10.000 Gold erhalten. Nehmen wir natürlich Wurfball hier. Wurfball ist scheiße. Sind wir uns einig, wa? Wurfball ist scheiße. Gut. Oh, das ist geil. Aha, Benny. Ja, ja. Stimmt, das ich gerade dachte schon. Ja, machen wir so. Werde auch mal weg. Ja, wenn ich zumindest 2 Magier mitgenommen habe. Sind zwar, beziehungsweise waren nicht unbedingt meine stärksten Magier, aber hey. Es geht auf. Alter, was die Magie hat. Im Vergleich zu ihr. Ja, ist eine gute Frage, aber wieso brauchen wir eigentlich nichts noch? Eigentlich nur wegen Nosferatu. Was man momentan sowieso nicht mehr so gut einsetzen kann. Insofern, ist die noch so scheiße. Und trotzdem die Crit-Chance auch noch. Boah. Gut, dann noch schwer weg ist so. Ja, muss langsam mehr so gucken, dass ich halt trotz allem die mal ein bisschen platt mache. Jetzt fehlt mir natürlich der Partner da unten. Jetzt könnte ich es eigentlich mit ihr riskieren.
Aber eben die 5% Crit-Chance, die können mir so verdammt den Arsch aufreißen. Ja, geht nicht. Komm, weg damit. Weg mit ihm. Ich will spenden, Freunde. How disappointing. Oh, disappointing. Gut, keiner kommt hin. Perfekt. Wir haben es eigentlich geschafft. Warten dürfen, eine Waffe, Stahlschwert. Kannst du trotzdem mit Tom auch noch versuchen. Ich habe ja... wer ist eigentlich wieder Benny am besten? Nee. Sie da stimmt, das war gerade ein bisschen verwirrt. Da bringt ja auch nicht viel. Mal 3. Das ist schön eingeschlossen, kann gar nichts mehr machen. You deserve no better. Tja, Meißellanze, 4-fach Damage. Das ist mal geil, wa? Schmeckt mein Tomahawk! In your Fresse. Und schön den Arsch rausrecken. So. Unterstützung noch für ihn und dann hier oben nochmal. Zack, hin. Keinen Schaden genommen. Sehr gut. Trotzdem nochmal ganz kurz Resistenz sammeln. Man weiß ja nie, wo bloß noch etwas herkommt, obwohl es noch unwahrscheinlich ist. 16:13, ne? Jetzt mal, gut, wenn es nur nach dem geht, war 60 Charakter gegen 45, hätte ich nichts dagegen, aber doppeln und so, dann weißt du zuerst gar nicht. Ist ja auch ziemlich fies, wa? So. Ich würde sagen, beenden wir das Ganze, Freunde. Hat lang genug gedauert, war schön, jetzt reicht's. Hat er da oben noch etwas? Übungskatan, aber auch keine Sau. Don Naginata. Was ist Naginata? Wollen wir ganz kurz, kann ich halt nochmal aus der Entfernung angreifen. Alter, guckt euch mal die Trefferquote an, die ich habe. Da ist echt zum Wegrennen. Was? Was ist denn unten noch? Achso, der. Master of Disaster Axt. Ne, es heißt schon Boss besiegen. Okay. Besiegen mal den Boss. Der Hugo-Boss. Wenn ich schon gerne treffen würde. Crit, wa? Ja, könnte ja funktionieren. Na, crittest du? Okay, er ist tot. Da vorne so schnell geht und ein Crit trifft. Ja, eigentlich das, was wir brauchen, Berserker. Viel KP, viel Stärke, viel Geschwindigkeit. Und eigentlich viel Fähigkeiten noch, wa? Stärke sammeln hat sie, geil! Vielleicht nur noch Tiefen sammeln wäre eigentlich fast schon perfekt für mich persönlich. Oh, wir haben es endlich geschafft, nach einer halben Ewigkeit, ey. Ja, danke, dass ihr mich gerettet habt. Mein Name ist Anthony. Ich war einst ein Knapp des Herrschers von Valhalla. Du, warst ein Knapper von Anankos? Ja, die wenigen Leute, die noch leben, sind hier gefangen und können nicht fort. Jeder ist gezwungen, als Anankos Sklave zu arbeiten. Ich diente ihm, aber er ist nicht normal. Er hat schon fast etwas Dämonisches an sich. Ich konnte es nicht mehr ertragen, in der Nähe dieses brutalen Tyrannen zu sein. Eigentlich wie Garen war. Es dauert lange, doch schließlich kam ich, dank meiner sorgfältigen Planung. Das erklärt, warum du verfolgt worden bist. Du warst ein Knapper von Anankos. Bedeutet das, dass du weißt, was er auffällt? Natürlich, haben jahrelang gedient. Ja, das ist mein Glück. Dann können wir direkt zu ihm. Was meint ihr damit? Seid ihr alle hier, um ihn zu treffen? Um genauer zu sagen, wir sind hier, um ihn zu vernichten. Bitte, Anthony, kannst du uns zu ihm führen? Ihn vernichten? Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Er ist zu mächtig. Abgesehen davon bin ich ihm gerade erst entkommen. Es tut mir aufrichtig leid, dies von dir zu verlangen. Doch wenn du uns zu ihm führst und wir ihn besiegen, musst du dich nie wieder sorgen. Willst du uns helfen? Gut, ich helfe euch. Ich bin des Flüchtens müde. Nankos befindet sich derzeit in einem uneinnehmbaren Schloss namens Gyges. Gyges? Gyges. Wow. Da kommt tatsächlich Michael. Sag mal, aber jetzt nur ich ein Déjà-vu, oder kommt es echt vor wie eine Szene aus Awakening? Will er mich gerade verarschen?
Leute. Ach so! Ach, fällt mir das jetzt auf? Die Frau vorhin, also vorhin, ich glaube, vorletztes Kapitel. Letztes Kapitel. Imposter mit den blauen Haaren. Und ich dachte, blaue Haare. Kennen wir eigentlich sonst noch von Asura. Ein Ankos kann Tod wiederbeleben und kontrollieren. Und wer steht jetzt vor uns? Wer ist diese Frau? Yes. Ja. Und auch diese Mädchen Asura. Ach du Scheiße. I see. Ah. Das gestaltet die Sache interessanter. Alter Schwede, was für ein Cliffhanger, Freunde! Ist egal, dann 8 Stunden nachher habe ich meinen Stand vom Vermächtnis aufgeholt. Oh je, oh je, oh je. Du. Lapis Lazuli. Die Hilfstempel noch ganz kurz. Ja, bald ist vorbei. Machen wir sonst am nächsten Mal weiter. Dann Kapitel 20, nachher wird es interessanter, weil dann können wir doch, soweit ich mich noch erinnere, ein paar weitere unserer, unsere Räume, sag ich jetzt mal, also ein bisschen Waffenlagen und so weiter. Außer Hoshide und Nur können wir natürlich upgraden auf Stufe 3 bereits. Noch krasse Waffen. Ist doch endgeil. Parasol. Mega-Lanze plus 2. Ja, ist eigentlich schon cool, aber ist eigentlich doch lieber Fechtnaginator wechseln. Eigentlich ist es doch eher etwas. Aber eben natürlich je nach. Alter, wie der einfach Verteidigung hat. 38 Verteidigung, 20 Resistenz. Pui, das muss er erstmal toppen. Ja. Das ist natürlich, Doppeljunge braucht keiner. Haben wir noch irgendwie etwas? Pflege natürlich, ist klar. Habe ich doch mittlerweile bei ihr schon Rang B. Habe ich irgendwo ein B? Erholung. Ja, Fall natürlich auch, Kann ich kombinieren? Ich kann kombinieren. Ja, wir müssen kombinieren. Kann ich kombinieren? Ja. Wieder mitnehmen. Einen vollen Purgativstab, aber Rang C ist Erholung. Meine Nachbarn fangen eine Menge Karpe wieder her. Aber war jemals so viel Karpe? Schwäche natürlich geil. Das eigentlich auch. Der doch eher mal Pflege ab war und nehme dafür noch Einfrieren mit. Weil, denk mal so, oder? Ja. Der Falle sogar. Trefferschuss nur 60%. Ob jemand trifft. Ich muss eigentlich immer pro Kapitel gucken. Warte mal, jetzt hat sie auch schon Rang D mit der Waffe. Obwohl, der Feuer ist noch schwächer, genau. Können wir mal Gewitter nehmen, wa? So, ja, ich weiß, man hat alles noch ein paar drin, aber jetzt sind wir so schon ein bisschen früher fertig. Warum also nicht? Klingenberg gar nicht mal so übel. Ich ein bisschen so gucken, wann mal einfach all das gebe, was Waffen brechen würde quasi. Wäre eigentlich relativ geil. Und dann noch einen Schnitter, einfach mal ganz krass. Man kann echt alles nehmen. Doppelkeule dreht Waffenvorteil um. Ja, wenn nicht der, wer dann? Ich glaube, 41 war. Müsste eigentlich auch mindestens Mixtur sein, ja sogar etwas stärkeres wie Elixier halt. Nur einmal einsetzen. Nee. Ja, oder doof. Egal, ist soweit gut. Ja. Dann nicht perfekt, aber muss reichen fürs Erste. Das ist ein Drang. Na, wobei ihm der Speer. Das ist nur auf 1 bis 2, dann müsste ich. Langspeer, warte, ganz mal kombinieren, damit ich einen extra langen Langspeer habe, quasi. Dann hat irgendwie etwas Geiles. So. Ich habe noch Rang B, okay. Du hast eigentlich auch Rang B mittlerweile, hä? Ragnarök, ja, ist schon eingesetzt, schön, aber irgendwie noch etwas Geileres. Ragnarök schmelzen.
Das brauchst du ja nicht. Fimbulwinter, ja. Bei dir reichen Elixier. Ich habe sowieso noch nichts gemacht. Ja, war eigentlich cool, war. Schlotte mit Stärke sammeln, Elise mit Resistenz sammeln, Sakura mit Glück sammeln. Wir brauchen ein bisschen was für Speed und Defense. Eigentlich das ultimative Team zusammen. Dann eigentlich. Das. Ah, Laszlo hier unten, genau. Jo, fehlt noch was. Wir haben noch ein paar Gespräche, eventuell in der nächsten Folge machen. Viele sind zum Glück nicht. Sehr gut. Ja, kann ich bitte. Alter. Mal betreten. Und dann, Freunde, nächster Part. Folge Nummer 60 bereits. Oh yes. Dann würde ich mit Kapitel 20 weiter. Ins Frauenbad zu kommen. Ist ja kein Frauenbad. Du solltest es eigentlich besser wissen. Geht's besser. Tschüss. Hat du gerade irgendwie einen Ochsengeist hinterhergeschickt oder was? Mann, oh Mann, oh Mann. Frauen, ey. Obwohl, man kann es verstehen. Egal. Vor allem, danke fürs Zusehen. Nächster Part also. Frisch und fröhlich weiter. Ja, genau. Mit Gebäuden noch und Speichern hast du noch gesehen. Und alles Mögliche. Sehen wir dann noch. Bis dahin. Tschüss.